Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play in der F1-Karriere. Wir haben ja erfolgreich die F1 2016 Saison abgeschlossen auf P4 und gehen jetzt weiter ins 17. Und wir sind ja schon im 17. und müssen jetzt das Team auswählen. Jetzt, da ich, wie ihr es unschwer vielleicht erkennt im Hintergrund, am Zügeln bin, werde ich richtig dick in Videoverzug hineinkommen. Also ich kann keine Videos aufnehmen und darum muss ich jetzt eigentlich etwas aufnehmen. Weil jetzt bin ich noch nicht am Zügeln, jetzt habe ich noch Videos schneiden dann. Und kann das noch alles so ein bisschen in den Weg leiten, dass es sicher etwa so eine Woche noch plus minus mit Videos versorgt werden. Und darum muss ich jetzt aber auch schon F1 2017 aufnehmen. Und ich habe gestern Abend noch gestreamt, falls du noch nie bei mir im Stream bist, dann komm gerne mal in den Stream rein. Den Link zu Twitch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dort haben wir ein bisschen darüber diskutiert und wir haben gesagt, wir machen weiter bevor es India. Also bei diesem Team haben wir ja aufgehört. Und gehen dann nachher eventuell weiterrennen, je nachdem, wo es uns her verschlägt. Es ist noch cool, Force India ist da wirklich auch auf P4, was so von der Dings aussieht, kann ich sagen, von der Leistung her aussieht. Sie sind eigentlich relativ stark. Und wir haben ja auch auf P4 aufgehört, also von dem her würde das wirklich passen. Darum sagen wir gehen hier weiter mit Force India. Jetzt Teamkollege, da habe ich mir noch vorher Gedanken gemacht. Wir haben den Perez oder den Ocon. Ocon ist schon neu zu Force India gekommen im 2017. Wir haben ja den Perez ersetzt. Und darum würde ich sagen, wir nehmen den Ocon als Teamkollege, weil das wäre grundsätzlich ein bisschen realistischer, weil wir haben ja den Perez ersetzt. Ocon ist neu dazugekommen, weil Hülkenberg ja zu Renault gegangen ist. Darum würde ich sagen, wir machen das so. Und jetzt kommen wir zu den Einstellungen. Ich habe schon das Ganze ein bisschen angetestet und ich sage jetzt einmal, ich fahre auf 90. Also auch wieder Meister. Wir können es dann natürlich immer noch ein bisschen regeln. Ich bin jetzt mit einem Team gefahren, das nicht so stark ist, sprich bin ich gefahren mit Haas. Und habe einen Grand Prix gemacht, 5 Runden auf einer Strecke, die ich nicht gut hatte. Also sprich Ungarn bin ich gefahren und mit 90 kann ich eigentlich noch gut mithalten. Bis sogar zwischenzeitlich war ich ein bisschen schneller wieder und dann wieder ein bisschen langsamer. Also ich darf mir Fehler erlauben, aber nicht zu viel, eigentlich so wie es sollte sein. Sollte ich aber merken, es ist doch ein bisschen zu einfach, dann müssen wir es natürlich dann wieder regulieren oder anpassen, besser gesagt. Gegen da würdet ihr natürlich dann wieder nicht bekommen, aber ich sage mal, 90 ist sicher mal eine gute Stufe für am Anfang. Dann, wir machen ein kurzes Qualifying, das heisst, wir fahren 30 Minuten, ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und eine Einführungsrunde müssen wir, glaube ich, nicht machen, weil wir können ja in dem Sinne nicht in die Box reinfahren, also in den Grid reinfahren, so wie im 22. Da willst du einfach fahren und dann wird der PC übernehmen. Nehmen wir raus, bringt es nicht. Schaltgetriebe am Start, 25% Rennen, so wie immer. Und dann nachher gehen wir da mal noch weiter, Rückblenden, lohne ich drin für im Training, weil ich bin ja so froh darum, bin ich ganz ehrlich, aber natürlich so wie immer im Qualifying und auch im Rennen werden die dann nicht verwendet. Es ist aber noch nicht so gut, das habe ich zum 16 Jahr gemerkt, falls es mal einen Klapp geht, hast du gerade das Replay gehabt und mit der Rückblende kannst du gerade so ein bisschen schauen, was genau war. Weil das hast du nachher, wenn du das ausschalten, dann wird es einfach dann gerade in die INF kommen, dann müsstest du die ganze Wiederholung anschauen, darum wir lassen es so drin. Ein paar Familien haben wir natürlich auch drin, Autoschaden tun wir auf komplett machen, nicht Simulation, weil übertrieben wir es jetzt eben nicht. Safety Car lassen wir drin. Strenge für das Schneiden von Kurven tun wir einfach auf regulär lassen. Das haben wir auch so gehabt. Auch wieder Einführungsrunde, wieso auch immer. Dann ausschalten und dann haben wir Schaltgetriebe, Fahrhilfe, dass wir da auch nochmal einen Überblick haben. Ich tue alles ausschalten bis aufs ABS, das lasse ich jetzt mal noch drin. Ich habe es gemerkt, es geht relativ gut auch ohne ABS, aber ich habe es auch im 22 drin und ich denke, es sind mir jetzt nicht so böse, wenn ich da noch das ABS auch drin habe. Darum lasse ich das jetzt auch drin. Traktionskontrolle ist aber ausgeschaltet, dynamische Ideallinie ist alles so wie ausgeschaltet, Boxenstopp-Assistent. Der muss ich überlegen, Boxenstopp-Assistent an. Nein, ausschalten. Ja, ausschalten. Freigabeassistent, der ist dann, wenn ich mich nicht täusche, bei der Box, wenn du wieder weiterfahren, den lohne ich drin, weil der ist mühsam, wenn du dort noch einmal extra kuppeln und so. Also finde ich ein bisschen überflüssig, weil egal ob du wenig Gas gibst oder Vollgas gibst, es passiert nichts, das ist kein Unterschied. Darum lassen wir einfach drin, das spielt nicht so eine Rolle. Gut, ja, so starten wir, dass wir da die ganze Einstellung sehen. Dann legen wir los, es geht gerade nach Australien, nach Melbourne. Mal schauen, ob wir jetzt so die Karen, oder wie hat sie geheißen? Unsere Managerin da, oder für den Vertrag zuständig ist, wie ihr seht, wo immer so böse schaut.
Ich weiß gar nicht, ob es die da noch gegeben hat. Ich habe gemeint, die jetzt noch mit dem 16 gegeben, so visual. Sonst ist sie nur am Telefon immer gesehen. Hast du sie nie gesehen? Ah nein, ich hatte ja noch den Vertrag kündigen. Stimmt. Also nicht sehen, aber das Team und dann nachher schießen sie so zusammen. Stimmt. Mal schauen. Mal gucken. Laden tut es extrem lang. Aufnehmen tun übrigens auf der PS4, PS4 Pro, besser gesagt. Emma heisst sie. Hoppala, nicht Karen. Und das respektiere ich. Aber mein Klient hat eine Meisterschaft zu bestreiten. Bei unserer Teilnahme sind diese Lizenzbedingungen also verpflichtend. Ja, in Ordnung. Sagen Sie mir rechtzeitig Bescheid. Wiederhören. Ganz kurz. Ich glaube, die ist ein bisschen leislich im Video. Dialoge. Was ist so eine Gesamtlautstärke? Hoffe es. Ist auch ein bisschen schwierig mit dem Ton hier in diesem Game. Gespenstig sind. Naja, vielen Dank fürs Das wird besser sein. Ich muss vor dem Rennen noch ein paar Dinge mit dir klären. Erstens, wie verlangt, eine Kopie deines Vertrags. Es ist ein bindender Vertrag. Das Team behält sich aber das Recht vor, ihn bei Nichterfüllung der Anforderungen zu beenden. Du bist nur zweiter Fahrer, aber arbeite hart, erreiche deine Ziele und ich kann mehr rausholen. Ich werde auch versuchen, dich in ein paar Einladungsevents unterzubringen. Die Erfahrung und die Publicity wären gut für dein Image. Außerdem kannst du ein paar historische Autos fahren. Also dann, auf zu deiner nächsten Session. Viel Glück. Die ist mir richtig unsympathisch. Die ist mir im 16 schon unsympathisch gewesen und die ist mir auch jetzt immer noch unsympathisch. Ich weiß nicht wieso. Aber ich finde sie nicht so sympathisch. Gut, also. F1 2017 ist, glaube ich, so ziemlich das erste Game gewesen, wo historische Fahrzeuge auch drin sind. Jetzt, da können wir wirklich Kommentare reinschreiben, wobei ich jetzt ein bisschen vorproduzieren. Das heisst, eigentlich bringt das auch wieder nicht viel. Aber ich nehme jetzt einmal die Events mit auf, mit den historischen Rennen. Einfach nur für die Nostalgie, weil die Autos sehr geil sind. Einfach, dass ihr da Bescheid wisst, also ich tue es nicht rausschneiden. Aber falls ihr sagt, dann so, nein, komm, los weg, es bringt es nicht, weil es schaut niemand, das interessiert niemand, dann nehme ich das dann raus. Das könnt ihr mir schon mal gerne in die Kommentare hineinschreiben. So, guten Tag Dominik, willkommen bei Force India. Wir freuen uns, dich im Team begrüßen zu dürfen und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit in der nächsten Saison. Du startest neben deinem Kollegen Esteban Ocon als Zweitfahrer. Wieso schreibe ich Ocon in Caps Lock, aber egal. Wir setzen eure Zusammenarbeit zur schnellen das ist immer so ein Standardgelaber, das ist auch im 16 so. Gut, also da finde ich schon mal, da muss ich sagen, ich kann nicht umschauen. Wieso ist das Lenkrad auf 900 Grad eingestellt? Okay. Schau ich nachher schnell an, wenn ich nicht mehr am Aufnehmen bin. Da kann man noch ein bisschen umschauen und da sieht die ganze Location doch ein bisschen besser aus. Finde ich noch recht nice da. Oh, die Orangen und die Äpfel. Sieht nicht schlecht aus. Nicht schlecht. Champagnerglas steht auch dort schon parat. Naja. Gut, also, dann würde ich mal sagen, wir legen los. Ich glaube nicht, dass wir da gerade irgendwie ein Event haben oder so. By the way, die Weiterentwicklung. Ja, stimmt. Da war es erstmal, wo man auch Motoren wechseln muss. Das hat es ja vorher nicht gegeben. Also, da kann es auch der Motor von uns schwellen und alles Getriebe. Und ich habe gemerkt, F&Es, die jetzt auch geben, aber wo sind die? Oder kann man das noch nicht machen? Da kommt vielleicht nachher erst. Das wird uns dann wahrscheinlich wieder erklärt. Nehme ich jetzt mal schwer an. Also. Gut, wir haben hier nicht gerade das Event. Das heisst, wir gehen gerade ins erste Training rein. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Das nehme ich wie immer nicht auf. Wir sehen uns dann gerade wieder im Qualiline. Qualiline, super. Oh Mann, die Coop-Season, die macht mich manchmal ein bisschen fertig. Im Qualifying. So, also, let's go. So, also wir sind jetzt hier zwischen zwei Trainings und zwar sind wir am F&E PC, also wir können jetzt hier Upgrades rausbringen und wir haben 2700 Ressourcenpunkte, das wird wahrscheinlich daran liegen, da ich so eine Limited Edition mal etwas gekauft habe von F1 17, dass man dann irgendwie so Ressourcenbonus bekommt.
Ja, jedenfalls sieht das hier ein bisschen komplexer aus, als es heutzutage aussieht. Grundsätzlich macht es echt Sinn, dass man immer auf die empfohlenen Upgrades geht, die einem wirklich halt, ja, empfohlen werden, logischerweise. Man sieht hier, glaube ich, eben nicht irgendwie, wo man jetzt irgendwie am schwächsten ist. Man muss eigentlich irgendwie immer alles ein bisschen machen. Aber ich denke, wie überall ist Arrow wirklich so etwas vom Besten. Also wir sehen so zum Beispiel bei der Arrow-Abteilung sind wir das drittschlechteste Team. Und ich glaube, das macht sogar Sinn, dass wir da das Update raushauen. Darum machen wir das sicher mal. Frontflügel. Und das Chassis würde ich sicher auch noch etwas machen. Wenn man gerade genug Cash überkennt, das ist ja so. Chassis ist nämlich immer auch wichtig. Und sonst können wir, glaube ich, gerade nichts machen mehr. Motor wäre wahrscheinlich erst wieder, ja, kostet ein bisschen mehr. Da könnten wir noch Stabilisierfähigkeit, also Zuverlässigkeit könnten wir noch erhöhen. Windkanal Qualitätskontrolle. Da könnten wir zum Beispiel machen, dass es nicht falsch schlägt. Da sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. Ja, das wollte ich nur kurz zeigen. Wir sind jetzt hier eben an einem Bildschirm, wo wir Motoren setzen und alles. Interessierte Teams, also sehen wir mal, welches Team das so Interesse bei uns hat, ist McLaren, Honda und Sauber momentan. Und ja, das Training an sich ist gut gelaufen soweit. Ich habe nicht alle Ressourcenpunkte können sammeln, die wir sammeln können. Also Rennstrategie hat nicht gelangt von der Zeit her. Aber wir sind eigentlich wirklich schnell unterwegs und ich würde sagen, wir gehen jetzt gerade ins Qualifying und ja, versuchen mal unser Bestes, dort eine gute Zeit rauszuhauen. Let's go! So, gut, dann sind wir hier im Qualifying. Wir haben noch einen neuen Rival bekommen, und zwar der Ocon. Am Anfang hat man immer seinen Teammate. Und ja, da würde ich mal sagen, legen wir los. Wir fahren gerade eine schnelle Runde oder versuchen es einmal. Und hoffen, dass wir hier eine gute Zeit raushauen können. Aber ich bin positive Dinge über die Autos fahren. Richtig geil. Ja, legen wir los. Let's go. So, wir landen auf P2 mal. Du bist jetzt auf P2. Du startest Mal aus der ersten Reihe. schauen, ob wir wirklich auf dieser Position bleiben. Ich glaube mal eher weniger. Weil die Zeit, oder beziehungsweise die Runde war nicht optimal. Es war okay, aber mal schauen. Aktuell sind wir immer noch P2. Ocon ist einmal hinter uns. Oh, fast eine halbe Sekunde, okay. Ja, das war doch nicht so eine schlechte Runde. Soll ich nochmal raus? Nein, ich bleibe drin. Ich riskiere, ich bleibe drin. Mal schauen, wo wir bleiben. Top 3 für das Rennen morgen stehen fest. Bis 6. Aber schnell noch einen Blick auf Sehr die gut. Top 3. Vettel, Bottas, Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Vor Kimi Räikkönen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Verstappen, Force India und Ricciardo. Ocon, Hülkenberg, Grosjean und Kevin Magnussen. Vettel, Massa, Fernando Alonso und Sainz Junior. Quert, Palmer, Pascal Wehrlein und Stoffel van Dorn. Ericsson und Lance Stroll am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Gut, da haben schon ein paar Strafe kassiert, auch der Vettel. Somit sind wir eine Position vorgerutscht. 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Und das ganze Rennen über bleibt es trocken. Wir starten mit den Ultrasofts und gehen dann auf die Supersofts. Und ja, dann schauen wir mal, wie das so wird. Ich glaube, es sollte eigentlich gut kommen. Ich würde sagen, legen wir los. Ist der Rennen in dieser Saison. Let's go.
Okay, einen Start gehabt. Viermal. Räikkönen ersten, hat den Bottas geholt. Mal schauen, ob wir ein bisschen pushen können. Oh! Haben wir es mal versucht. Gelb. Hinter uns. Dort hat es auch noch gerade geschossen. Ein paar Informationen. Magnus sind draussen. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Ja, ich eigentlich nicht beim Hamilton so reinteifen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so früh abbremst dort. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,3 Sekunden. Ja, da merke ich die Arrow, die ich nicht habe. Hamilton innen. Ah. So, Ein paar Informationen zu ab die Box. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und deshalb langsamer. Hamilton hat Probleme am Auto, okay. Los geht's. Du musst an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. So, da sind der Haufen der Box innen. Oh, ist auch der Hamilton. Und an dem sind wir jetzt wieder vorbei. Er hat wirklich ein Problem gehabt. Oder hat immer noch ein Problem. Er hat jetzt gerade noch in Positionen geschenkt. Aber so wie es aussieht, muss ich KI wieder aufnehmen. Wow. Okay, der Wagen hinter dir fährt jetzt mit super weichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt auf super weichen Reifen unterwegs. Ich habe das Gefühl, es gibt noch schon das Podium im ersten Rennen. Das wäre ein bisschen früh. Oder ein bisschen übertrieben, glaube ich, mit Force India. Gut, sie sind wirklich gut in der 2017-Saison, muss ich ehrlich sagen. Aber, ja, ich weiß nicht. Was war das? Ich finde ein komisches Antäuschen. Jetzt sind wir wieder hinter dem Bottas und Bottas ist der Erste eigentlich. Das heisst, wir sind auf P2. Oh shit, das war ein bisschen früh eingelenkt. Geil. Ocon, ui. Nicht gut. Also für uns schon, aber für ihn nicht. Stimmt, wir sind gar nicht Zweiter, weil der Räikkönen ist schon noch vor uns gewesen, der ist Erster. Stimmt. Ja, der Fett lädt langsam auf. Er ist ja schon noch ziemlich schnell. Mal schauen, wie wirklich der dritte Platz kann verteidigen kann oder ob er noch vorbeigeht. 2 Runden sind es noch.
Meine Reifen lassen langsam nach. Aber sie sind noch voll okay, eigentlich. Wir holen den Wagen vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Oh, Alter. 2 Runden noch. Unser Abstand zum Auto Ah! beträgt 8,1 Sekunden. Und wieder einmal mehr müssen wir gegen den Vettel kämpfen. So ein Trauerspiel, das seit Saison 2016 besteht. Und einfach im 17. weitergeht, gefühlt. Wo er kommt. Schlechte Exit gehabt. Konter. Oh, der kann viel später bremsen. Wow. Ei. Oh, nein, meine Reifen gehen da auf, beziehungsweise meine Aero ist auch da nicht das Wahre. Krass. Hamilton klopft auch wieder an. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Schade, haben wir gerade das Podest verloren. Also die Top-Teams sind jetzt wirklich schnell. Also Hamilton wäre wahrscheinlich auch schneller. Der Hamilton wäre wahrscheinlich auch schneller als wir, aber der hat ja immer noch das Problem am Fahrzeug. Wow, Vettel ist brutal schnell. So, Kimi Räikkönen hat gewonnen. Der Bottas, der Vettel, da kommen mehr. Ja, aber ich denke, wir nehmen die KI noch mal ein bisschen auf. Wir nehmen die KI, glaube ich, noch mal ein bisschen auf. Also es war sicher schon mal ein gutes Rennen zum Auftakt P4. Top-Leistung, mein Freund. Wirklich beeindruckend. Aber ich denke, wir könnten da schon noch mal etwa auf 93 raufgehen. Danke sehr. Ich denke, 93 wäre besser. Dann wären wir jetzt etwa so P5, nehme ich jetzt mal an. Aber es war ein gutes Rennen für am Anfang. Guter Start hergelegt. Der Arriva Bene. Da kommen Sie also und steigen aufs Podium. Egal, Arriva Bene. überall auf. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses So, Resultat auf die also Kimi hat gewonnen, dann kommt der Kimi Bottas, Räikkönen Vettel übernimmt und diesen dann kommen wir. ausgezeichneten Dann kommt der Ergebnis Hamilton, die Führung Verstappen, in der Ricciardo, Weltmeisterschaft. Kvyat, Stefan, wer war Massa, dein Sainz Favorit und des Ich Grosjean. würde sagen Sebastian Vettel. Einige behaupten, er hätte seine... So, dann haben wir die Rivalität sicher mal geschlagen, aber ist auch nicht so schwierig, weil er ist schon gedieneft. Und unser Ansehen ist schon mal aufgegangen. Red Bull Racing hat plötzlich sehr viel Interesse an uns. Alles klar. Ist er das? Das ist er. Und das ist Jonathan. Du wirst ein paar seiner Autos fahren. Naja, nicht wirklich. Meine Autos, aber nicht so wichtig. Um ehrlich zu sein, würde ich lieber selbst mit ihnen Rennen fahren. Ich bin recht geschickt am Steuer. Aber der Anpressdruck, die seitlichen G-Kräfte, das schafft mein altes Kreuz nicht mehr. Also brauche ich einen Profi. Und da kommst du ins Spiel. Wir fahren im Laufe des Jahres unterschiedliche Schauläufe. Zeitfahren, Rennen, alles Mögliche. Und man hat mir versichert, dass du das nötige Talent und die Einstellung dafür besitzt. Mach ein wenig Werbung für uns und das Wichtigste, bring die Autos in einem Stück zurück. Betrachte das als offizielle Einladung. Wir sehen uns später. Der ist mir auch nicht sympathisch. Gut, wenn Sie mir bitte in mein Büro folgen würden. Ich würde gerne die Vertragsänderungen mit Ihnen durchgehen, die wir am Telefon besprochen haben. So, also, jetzt wähle deine Präferenz: Überholen, Herausforderung oder Verfolgung in Japan. Ich würde sagen, überholen, das ist spannender. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt mitmachen. Oder ist dann am nächsten Grand Prix dann? Oder ob das jetzt so ein Zwischending ist. Kommt nachher zum Einladungsevent. Aber wir sind jetzt hier mal mit dem ersten Rennen fertig. Ich würde sagen, wir machen das Einladungsevent im nächsten Part dann.
Und da will man sagen, was es war mit der ersten Episode von F1 2017. Falls ihr euch fragt, wieso das plötzlich bei mir mehr Licht brennt oder vielleicht, dass ich auch ein bisschen anders ausgesehen habe. Zwischen der ersten Aufnahme und jetzt dem Qualifying und Rennen ist etwa 2 Stunden noch vergangen. Ich musste eine Aufnahmepause machen. Also falls ihr euch wundert. Es ist schon der gleiche Tag, einfach ein paar Stunden später. Gut. Ich will mal sagen, was es mit der heutigen Episode von F1 2017. Falls euch die erste Episode in dieser F1-Karriere gefallen hat, in der neuen Season, dann würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, sehen wir uns dann einfach wieder in der nächsten Episode. Und bis dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!